Ja, Jesus, danke, dass du unsere Gebete hörst. Danke, dass wir mit allen Anliegen zu dir kommen dürfen. Und du bist ein lebendiger Gott heute hier bei uns in unserer Mitte, aber auch auf der ganzen Welt. Und wir wollen dir Danke sagen, dass du gerade auch bei den Menschen bist, die unter Druck sind, die verfolgt werden, gerade wegen ihrem Glauben an dich, Jesus. Und dass du ihnen nahe sein kannst, dass du sie ermutigst und stärkst. Danke, Jesus. Und ich will dich bitten, Jesus, dass du auch heute zu uns redest, die wir hier sind. Danke, dass du auch da gegenwärtig bist. Du hast verheißen, wo 2 oder 3 zusammen sind in deinem Namen, da bist du in ihrer Mitte und du bist jetzt da. So mache unsere Herzen auf, unsere Ohren auf, unsere Augen auf, um dich zu sehen, Jesus, um dich zu hören und um dich zu erleben, Jesus. Amen. Wir sind heute am Abschluss unserer Serie Neue Menschen, du und ich. Es ist absichtlich mit so einem Fragezeichen formuliert. Jesus sagt, wenn wir zu ihm kommen, macht er uns zu neuen Menschen, gibt uns ein neues, ewiges Leben. Und wenn ich manchmal so herumschaue, in meinem Alltag, in meinen Beziehungen, wie das bei mir läuft, beim Ich und Du, dort wo ich in Beziehungen unterwegs bin, frage ich mich manchmal, wie viel von diesem neuen Menschen jetzt sichtbar ist und wie viel auch nicht. Und deshalb finde ich dieses Thema so gut, dass wir zusammen zu Jesus kommen dürfen und schauen, was hat er für uns bereit? Was will er uns mitgeben, wo wir uns prägen und verändern und einen Schritt vorwärts gehen? Und das ist auch mein Wunsch für dich heute, für uns alle heute, auch die Leute, die zu Hause sind im Livestream, dass wir etwas von Jesus hören dürfen, dass er uns mitgeben will für unsere Beziehungen. Dort, wo wir mit dem Ich und Du unterwegs sind. Dass er uns etwas mitgibt, wo wir einen Schritt vorwärts machen dürfen, wo wir uns auch von Jesus verändern lassen dürfen. Ich möchte heute auch mal diesen ganzen Abschnitt vorlesen im Kolosserbrief, den wir jetzt in dieser Serie immer wieder ausschnittweise zusammen angeschaut haben. Am Schluss heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich unter euch. Und deshalb wollen wir dem Wort des Christus, dem Wort aus der Bibel heute auch Raum geben. Und bevor wir diesen Text lesen, will ich euch wie einen kurzen Überblick geben. Ich finde das mega spannend, der Fokus, der in diesem Text ist, weil es kommt immer wieder aus da und plötzlich merkt man, dass da eine große Sicht dahinter steckt. Und diese Sichtweise, die handelt eigentlich einfach von Menschen, die auf dieser Welt leben, wandeln, sich nach dem Irdischen orientieren und dann passiert etwas. Sie entdecken Jesus. Sie lernen Jesus kennen und in diesem Moment werden sie verändert. Und es heißt, dass Gott sie zu neuen Menschen macht, mit einem neuen, ewigen Leben, das in Ewigkeit bei Gott sein darf. Also wenn jemand zu Jesus kommt, wird er so ein neuer, ewiger Mensch, der nicht nach dem Irdischen orientiert ist, sondern der plötzlich nach dem Himmlischen orientiert ist und immer mehr verändert wird. Und das kommt in diesem Bibeltext an ganz vielen Orten zum Ausdruck, so dass eigentlich das Irdische, das dann vergangen ist, und das Himmlische, das immer mehr uns prägen soll. Und das in diesem Bibeltext hat es ein Punkt nach dem anderen, der genau diese Sichtweise erklärt und uns immer mehr begreifen lässt, was eigentlich Jesus damit gemeint hat, was die Bibel damit meint. Ich habe eine schöne Tabelle gemacht, wo das alles detailliert draufsteht, aber dann habe ich gemerkt, das ist zu lange, wenn ich diese Tabelle euch heute Morgen zeige. Ich habe die schön aufs Handout geschrieben, das steht da hinten oder ist auch im Livestream unten zum Download. Das ist mega faszinierend, wie einfach aus dieser Sicht der alte Mensch, der neue Mensch da ein Punkt nach dem anderen kommt. Aber auch so ein ganz kurzer Überblick habe ich trotzdem mitgebracht. Jesus schenkt, dass der alte Mensch gestorben ist. So wird das da formuliert in diesem Abschnitt. Und gleichzeitig schenkt er auch, dass der alte Mensch, dass der neue Mensch wie auferweckt wird, dass Jesus einen neuen Menschen schafft, dass man zu Gottes Geliebten und Heiligen wird. Der Bibeltext zeigt auch auf in diesem Kolosser 3, wie das ganz praktisch jetzt gelebt werden soll, wie man das handhaben kann. Also er zeigt, dass neue Menschen Stopp sagen, deshalb diese Hand, Stopp sagen zu irdischen Dingen, zu irdischen, negativen, schlechten Begierden, dass das Alte wie ausgezogen wird. Und gleichzeitig eine Handlungsanweisung,
dass man sich nach dem orientiert und das sucht, was oben ist, dass man neue Menschen anzieht, dass der Friede von Jesus Christus in unseren Herzen regiert und viele weitere Dinge. Der Bibeltext zeigt auch klare Auswirkungen. Zum Beispiel der Zorn Gottes, der über dem Bösen, dem Irdischen steht, der ist dann nicht mehr. Wenn man ein neuer Mensch geworden ist, ist man nicht mehr unter dem Zorn Gottes. So irdische Rivalitäten und Ungerechtigkeit sind Vergangenheit und gleichzeitig gibt es neue Verheißungen, die gelten, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Wir sind Teil von Gottes ewiger Herrlichkeit. Das ist jetzt noch nicht so sichtbar, aber es wird einmal offenbar, wenn Jesus wiederkommt. So heißt es in diesem Abschnitt. Jesus erneuert uns immer mehr in sein Bild. Wir werden zu einem Leib. Und es gibt auch einige ganz konkrete Worte, die dann stehen, wie sich das zeigt im Leben. Und wir merken, ja stimmt, ja, das ist wirklich voll gegenwärtig. Also es sind hier für das Irdische quasi, für das, was absterben soll, immer mehr, was man sogar abtöten soll, so Begriffe wie Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden, Habsucht, Götzendienst und so weiter, Zorn, Wut, schändliches Reden, kein Frieden machen wollen, nicht vergeben wollen. Und umgekehrt, das, was Jesus bewirken will in uns, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, Vergebung, Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist, haben wir am letzten Sonntag gehört, so wunderbare Dinge. Also so ein Überblick, oder wenn wir das jetzt auf unsere Themen anwenden, die hier dann aufgeführt werden. Wir haben vor 4 Wochen darüber nachgedacht, sexuelle Unmoral, die da so vieles kaputt machen kann. Oder dann vor 2 Wochen über das Reden. Wenn man übereinander redet, man kann so viel kaputt machen mit unserer Sprache. Oder auch, was nicht vergeben bedeutet, Groll, Wut, Rache, Rechthaberei und so weiter. Und dann umgekehrt, dass Jesus bewirken will, völlige Freude und Erfüllung. Also einerseits zeigt Jesus, wie Sexualität positiv gelebt werden kann, aber dass es noch viel größere Freude und Erfüllung gibt in diesem Leben, wenn wir mit Jesus sind. Oder dann, dass Vergebung und Versöhnung möglich ist bei Jesus. Dass auch eine neue Sprache möglich ist, die auferbaut, die segnet. Und ich denke mir, wie schön wäre das für unsere Beziehungen, wenn nur noch das vorkommt. Für unsere Ehen, für unsere Familien, für unsere Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, für unsere Freundschaften, für unsere Kleingruppen. Oh, wie schön wäre das. Was für ein wunderbares Bild. Und ich wünsche mir, dass Jesus uns immer mehr verändert in sein Bild. Dass er Dinge wegnimmt, die nicht gut sind und mit Dingen ersetzt, die wirklich zutiefst wohltuend sind, Frieden schaffen, Menschen zusammenbringen. Ich will diesen ganzen Abschnitt lesen. Gerade am Schluss vom Abschnitt, was wir heute auch anschauen, sind wir dann da voll beim Thema neue Menschen, du und ich, neue Powerboost fürs Du und ich. Und wir sehen, wie das jetzt im Alltag Fuß fassen kann, was wir auch praktisch machen können, dass Jesus an uns arbeiten darf und uns verändern darf. Und deshalb erlebe ich das wie ein Powerboost fürs Du und ich, für unsere Beziehungen, dass er da hineinwirken kann, dass Jesus hineinwirken kann. Und ich finde das auch cool, ein cooles Bild, Powerboost. Dann brauchen wir immer wieder mal, weil wir sind in einem Wachstumsprozess unterwegs. Es ist nicht so, dass wir heute alles gelernt haben und dann für den Rest des Lebens besteht das. Also vielleicht gibt es ein paar von euch, bei denen ist das schon so. Bei mir ist es anders, es ist ein Wachstumsprozess, den Jesus mit mir geht, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Und ich bin immer wieder gespannt, was Jesus zeigt, was der nächste Schritt ist. Und in diesem Sinn will ich gerne mal den ganzen Abschnitt jetzt lesen, wo wir immer verschiedene Punkte rausgenommen haben und heute dann bei den letzten Versen noch reingehen wollen und das vertiefen wollen. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, euer Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet.
Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Was für ein reichhaltiger Bibeltext. Es hat so viele schöne Sachen drin. Habt ihr das in Erinnerung? Sieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Ihr seid von Gott geliebt. Ihr seid Geliebte Gottes. Wir sind Geliebte Gottes. Wir sind Heilige. Wir sind auserwählt. Gott hat uns auserwählt. Wie wunderschön. Und jetzt wollen wir in diese Verse hier am Schluss eintauchen. Da sind ein paar ganz spannende Dinge, die für mich so wie ein Power-Boost sind für unser Leben. Da heißt es im Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Dieser Friede des Christus, über den wollen wir mal nachdenken. Was bedeutet das, der Friede? Es geht nicht um irgendein Friede, sondern um den Friede von Jesus Christus. Ein Friede, der im Herzen irgendwo drin sitzen sollte. Regiere in euren Herzen. Ein Friede, der diese Welt übersteigt. Ein Friede, der von Liebe geprägt ist, von Annahme geprägt ist. Und ein Friede, von dem schon Jesus auch immer wieder gesprochen hat. Jesus sagt zum Beispiel selber in der Bergpredigt in Matthäus 5,9, glücklich sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Oder an einer anderen Stelle sagt Jesus in Johannes 14,27, Frieden lasse ich euch. Dann haben wahrscheinlich die Jünger gedacht, ja toll, Frieden, was, mit den Römern oder was? Dann sagt er, nein, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei nicht furchtsam. Ich merke, es gibt Dinge in der Welt, die machen uns bestürzt und furchtsam. Dinge, die uns Angst machen können. Aber der Friede Jesus, wenn der in unserem Herzen ist der größer als diese äußeren Umstände. Ist ein Friede, der in die Ewigkeit hineinreißt. Ist ein Friede, der in unserem Herzen Raum nehmen kann und sich ausbreiten kann, auch wenn rundherum Unfriede herrscht. Das ist der Friede, den Jesus geben will. Und deshalb wohl auch soll er im Herzen drin sein. Der regiere in unseren Herzen. Dieses Wort, das hier mit Regieren beschrieben ist, das ist eigentlich so aus dem Gericht. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht auch eine Art um Schiedsrichter in diesem Wort drin, um Kampfrichter. Das finde ich mega spannend. Das soll in uns regieren. Das soll unser Schiedsrichter sein. Der Friede von Jesus Christus soll unser Schiedsrichter, unser Kampfrichter sein. Ich habe mir überlegt, ja, wie sieht das dann aus, ganz praktisch im Alltag, im Leben, wenn der Friede von Jesus Christus unser Schiedsrichter ist. Ich finde es spannend. Okay, es ist so wie ein Maßstab für uns. Wenn wir handeln, wenn wir reagieren, wir denken über Beziehungen nach, wenn ich reagiere in Beziehungen, wenn ich mit Leuten spreche, wenn ich mit meiner Frau zu Hause spreche, dann soll der Friede von Jesus Christus in mir regieren, mein Maßstab sein, meine Maßschnur sein, mein Schiedsrichter sein.
Ich stelle mir das ganz praktisch vor. Wenn ich nach Hause komme und meine liebe Frau sagt mir, kannst du nicht heute mal diese Dinge aufräumen, die schon seit 2 Wochen da herumliegen? Das sind vielleicht meine ersten Gedanken, wie ich mir Frieden verschaffen könne, schau mal selber, dass du deine Sachen aufräumst, alles liegt überall herum oder keine Ahnung und denke dann, das tut mir gut. Aber sage, nein, stopp. Ich reagiere jetzt nicht so, wie es direkt aus mir herauskommen würde, sondern ich frage Jesus, was ist dein Friede in dieser Situation? Dein Friede soll jetzt der Schiedsrichter sein für mein Handeln. Und reagiere dann natürlich ein bisschen anders, als ich so jetzt gesagt habe. So stelle ich mir das ganz praktisch vor. Der Friede von Jesus sei unser Schiedsrichter im Alltag über unser Handeln. Dass wir überlegen in unseren Beziehungen, wie kann ich so handeln, dass es dem Frieden von Jesus dient. Nicht meinem Frieden, sondern seinem Frieden. Ich will dir das einfach als Ermutigung heute mitgeben für die nächste Woche, für heute Nachmittag oder für nach dem Gottesdienst, für jetzt so gleich. Das als Prüffrage wirklich anzuwenden. Dient es dem Frieden von Jesus? Wenn du merkst, dass irgendetwas in dir hochkocht, kurz durchschnaufen und überlegen, stopp, was dient jetzt dem Frieden von Jesus? Wie kann der Friede von Jesus in dieser Situation mein Schiedsrichter sein? Vielleicht in gewissen Situationen, wo das manchmal gar nicht einfach ist, dann zu urteilen, ja, was ist denn jetzt korrekt? Was wäre denn jetzt der richtige Weg? Auch zu fragen, bei welchem Weg schenkt mir Jesus seinen Frieden ins Herz? Ein Weg, der mich aufwühlt, der andere Weg, der vielleicht schwieriger, steiniger erscheint, aber wo ich merke, doch, da schenkt mir Jesus seinen Frieden ins Herz dazu, seinen Frieden. Und das tönt so einfach, ist es gar nicht, weil es übersteigt unser menschliches, irdisches Denken. In Philipper 4, Vers 7 dort heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt oder alle Vernunft übersteigt oder alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also wenn wir den Frieden von Jesus Christus in unseren Herzen, in unserem Handeln regieren lassen, merken wir, dass wir nicht mehr plötzlich nach irdischem Verstand handeln, nach irdischen Maßstäben, nach irdischem Denken, nach dem, was normal ist, was man sich so gewohnt ist, sondern wir merken plötzlich, dass das etwas auslöst, was das irdische Denken übersteigt. In uns selber, in unseren Beziehungen, in unserem Umfeld. Und es ist spannend, dass steht, dass es unsere Gedanken bewahren wird. Also gerade das Beispiel, das ich vorhin erzählt habe, da merkt man sofort, wie so in kleinen Dingen unsere Gedanken bewahrt werden können auch. Dass man nicht falschen Gedanken Raum gibt, sondern sagt, Jesus, dein Friede, lass diesen Frieden in deinem Leben regieren. Und dann hat das ja ganz spannende Auswirkungen, wie wir hier sehen. Zu dem ihr auch berufen seid. Wir sind zu diesem Frieden berufen. Und zwar in einem Leib. Also es geht nicht um einzelne Menschen, sondern es geht Menschen, die zusammengefügt werden zu einem Leib. Und wenn wir diesen Abschnitt lesen, haben wir vielleicht als erstes im Blick, wenn wir von diesem einen Leib reden, die Gemeinde. Aber das allererste, was in der Bibel steht, wo es um einen Leib geht, sie werden ein Fleisch sein, sie werden eins sein. Das ist nicht die Gemeinde. Das ist die Ehe. Also wenn du eine Ehe hast, ist vielleicht hier genau der Punkt. Die erste Beziehung, wo der Friede des Christus regieren soll. Und dann denke ich weiter. Die Ehe, zu Hause, Familie, Beziehung zu den Eltern, Beziehung zu den Kindern. Aber wenn da der Friede Raum gewinnen kann, wie schön ist dann auch, wenn in der Gemeinde, sage ich mal, unter Christen dieser Friede immer mehr Raum gewinnen kann, dass Jesus da auch das zusammenfügt zu einem Leib. Ein Geheimnis, das er schaffen kann, das da entsteht, dass Menschen mit so vielen verschiedenen Hintergründen und Ideen und Gedanken zusammenkommen, aber trotzdem ein Leib sind. Weil es gibt einen Friede, der regiert, der Friede von Jesus Christus. Dann heißt es, seid dankbar. Ich stelle mir vor, dass das hier an diesem Punkt steht, weil der Schreiber hat gemerkt, wenn dieser Friede von Jesus Christus Raum gewinnt im Leben und im Handeln, dann gibt es sehr viel Grund zum Dankbarsein. Jesus, danke, dass du da etwas schaffst, was wir Menschen gar nicht schaffen können. Also das, so ein erster Punkt, wo ich dich ermutigen will, das mitzunehmen, der Friede Christi wirklich im Alltag regieren zu lassen.
Und ein zweiter Punkt, wenn wir weiterlesen, da habe ich die Batterie, diesen Power Boost quasi eingeblendet. Vers 16, was heißt, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Oder es könnte auch übersetzt werden, unter euch. Da steht auch gleich, wie das passieren soll. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Also man kann das Wort von Jesus Christus reichlich unter uns wohnen lassen, indem wir uns gegenseitig lehren und ermahnen. Und Psalmen singen, Loblieder und geistliche Lieder. In eurem Herzen oder von ganzem Herzen in Gnaden. Und dann sogar eigentlich ganz global zusammengefasst und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, mit Reden oder mit den Händen, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt dem Vater Dank durch ihn. Wieder hat der Schreiber gemerkt, wenn das Raum gewinnt, dann können wir einfach Gott nur Danke sagen. Also das Wort des Christus wohne reichlich unter euch, das glaube ich, ist ein riesiger Powerboost, den wir mitnehmen können. Ich habe auch gedacht, wohnen ist ein gutes Wort. Wohne unter euch. Also dort, wo man wohnt, ist man richtig zu Hause, im Alltag, im Leben, im Vergleich zu den Ferien oder zu einem Wochenendaufenthalt oder so, wenn man mal weggeht und wieder nach Hause kommt. Ich erinnere mich mega gut an die Zeit, als ich verlobt war. Es war so eine Zeit, wo wir uns gefreut haben, wo ich mich mega gefreut habe, dass wir dann einmal zusammenziehen werden. Wir haben gesagt, ja, wir warten wirklich bis zum Heiraten, dass wir auch gemeinsam einen Haushalt gründen. Und ich habe mich so gefreut auf diese Zeit. Weil, wenn man so richtig verliebt ist, dann ist es so mühsam. Man muss immer abmachen, man muss sich immer verabreden und einen Termin organisieren und so. Und ich habe gedacht, ja, wenn wir dann zusammen wohnen, das ist ja wunderschön. Da ist man immer zusammen da. Da muss man nach dem gemeinsamen Essen nicht nach Hause gehen, sondern man ist ja dann schon zusammen zu Hause. Und am Morgen, wenn man aufsteht, da muss man nicht zuerst irgendwie das Handy nehmen und SMS schreiben. Damals war das noch so. Oder war es schon ein bisschen später? Oder anrufen, was auch immer, sondern man ist schon da. Es ist wie allgegenwärtig und es ist so etwas Schönes, wenn man ein Zuhause hat, wo man nicht alleine ist, so etwas Cooles. Und jetzt heißt es hier, das Wort des Christus wohne. Wohne. Es geht nicht in die Ferien und da kommt es wieder oder so, sondern es wohne. Am Morgen, wenn man aufsteht, muss man nicht zuerst etwas machen, sondern es wohne schon da. Gut, man geht zum Gottesdienst, man hat da Wort Gottes natürlich, aber man geht dann nicht nach Hause und lässt das da zurück. Oder man geht in die Kleingruppe und dann liest man zusammen in der Bibel und dann geht man nach Hause und das Wort Gottes ist wieder dort gelassen. So, das wohne zu Hause, dort wo man ist, im Alltag, überall. Es wohne reichlich und das reichlich finde ich auch echt cool. Weil wir wollen ja doch gerne reich sein. Also ich weiß nicht, die Schweizer wollen schon gerne reich sein, oder? Lieber noch ein bisschen mehr von allem als weniger. Vielleicht seid ihr auch super bescheiden, kann schon sein. Aber hier hat es etwas, wovon wir richtig reich sein sollen oder dürfen oder ermutigt werden dazu. Und das finde ich echt cool. Reich sein am Wort Gottes, das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. Jesus selber hat gesagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wir wünschen uns doch geistliches Leben. Wir wünschen uns geprägt und erfüllt vom Heiligen Geist. Oder an einer anderen Stelle sagt Jesus, wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. In den Worten von Jesus bleiben. Aufstehen, ins Bett gehen und überall dazwischen. Was für ein wunderschönes Bild. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Für die Leute damals, die den Kolosserbrief erhalten haben, war das noch schwierig. Weil die hatten zwar das Alte Testament von der Bibel, aber das Neue Testament war damals noch nicht fertig. Die haben sich erinnert, die haben sich Briefe geschrieben, die haben einander die Augenzeugenberichte weitergegeben. Und heute haben wir dieses Wort von Jesus Christus in unseren Händen. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln ihr zu Hause habt. Vielleicht eine. Es gibt ja viele Leute, die sind gar nicht Christen und haben sogar eine Bibel zu Hause. Bei den meisten hat es 2 oder 3 oder 4 oder 5, keine Ahnung. Müssen wir mal Zahlen erheben. Aber es steht da. Aber dass es jetzt wohnen darf in uns, in unserem Leben, das ist noch ein zweiter Schritt. Und jetzt merke ich, dass das auch viel mit unseren Beziehungen zu tun hat. Weil es steht hier,
vom gegenseitig. Lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Also es hat ganz viel auch damit zu tun, wie wir in unseren Beziehungen das Wort Gottes leben lassen, wohnen lassen. Also das Lehren, was gegenseitig stattfinden soll, dass das auch miteinander passieren soll und darf. Vielleicht zusammen austauschen über einen Bibeltext, den man zusammen gelesen hat. Mit jemandem über die Predigt reden, bei der Kaffeebar zum Beispiel. Ermahnen oder ermutigen, wie man das auch übersetzen könnte. Also quasi einander wirklich Mut machen, mit Jesus oder auf dem Weg von Jesus unterwegs zu sein und ermahnen, nicht auf einem falschen Weg unterwegs zu sein. Singen, Musik. Jeder Christ, ein Gitarrist. Aber heute gibt es ja auch ganz andere Möglichkeiten mit CD, Spotify, Zeugs und Sachen, um Worship zu Hause zu haben und zu singen, innerlich oder äußerlich, laut oder leise. Das kann jeder selber entscheiden. Gemeinsam zu Gott zu kommen und zu danken. Ich merke, dass hier so ganz viele Dinge stehen. In der Gemeinde leben wir das so in konzentrierter Form. Ich meine, heute sind wir hier, machen zusammen, feiern Gottesdienst, kommen und lesen einen Bibeltext, denken darüber nach. Ich sage jetzt ein paar Dinge dazu, aber es gibt viel Raum, um auch zusammen darüber auszutauschen. Jeder macht sich seine eigenen Gedanken dazu natürlich. Wir singen zusammen, machen Lobpreis, singen Psalmen und Loblieder und Hymnen, wie es heißt. Im Urtext Hymnos und geistliche Lieder, Lieder, die der Heilige Geist uns zeigt, neue Lieder, die geschrieben werden. Und das dürfen wir im Alltag auch. Es ist so wie das Konzentrat, das wir hier zusammen erleben und das wir in den Alltag mitnehmen dürfen. Vielleicht, wenn das hier der Sirup wäre, dann wird das dann im Alltag verdünnt mit Wasser und man trinkt von dem die ganze Zeit. So ein richtig guter, feiner Sirup, oder? Und hier ist so eine Ermutigung, das zu leben, besonders auch in Beziehungen. Also ich will dich ermutigen, heute an dieser Stelle einmal zu fragen, in deiner wichtigsten Beziehung, die du hast. Für einige ist das die Ehe. Also es gibt auch Leute, die sind nicht verheiratet. Vielleicht eine Freundschaft ist es dann oder Beziehung mit einem guten Freund, Eltern, Kindern. Ich weiß nicht, das musst du selber wissen. Wenn du verheiratet bist, dann ist es die Ehe. Um mal dort zu fragen, wie kann ich dort das Wort von Jesus Christus reichlich wohnen lassen? Und das heißt ja dann, alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn Jesus. Das ist wirklich nicht einfach für einen kurzen Moment der stillen Zeit gedacht, sondern in allem drin. Das ist gegenseitig Wohnen lassen des Wortes Gottes einen Raum haben darf. Und ich will hier einfach ganz kurz ein paar ganz praktische Dinge sagen. Also wir haben hier, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Wie könnte das im Alltag ausschauen? Ich mache ein paar Beispiele von mir, wie das bei mir im Alltag ausschaut. Wenn wir morgen aufstehen, sitzen wir an dem Frühstückstisch und mit unseren Kindern zusammen nehmen wir die Kinderbibel, das ist ein guter Start, Bibellesehilfe, und lesen zusammen einen Ausschnitt in der Bibel. Und reden darüber, es ist manchmal recht lustig, manchmal recht schnell, manchmal recht mühsam. Es ist so eine Möglichkeit, wie wir einander lehren können, wie wir miteinander dann darüber austauschen können. Es gibt viel weitere Möglichkeiten. In meinem alten Büro, das ich hatte, noch bei den Chippies zu Hause, manchmal bin ich am Morgen gekommen und da waren sie zusammen am Andacht machen. Was für eine schöne Möglichkeit, wenn man zusammen Andacht machen kann. Mit einem Andachtsbuch oder mit der Bibel, wie auch immer. Etwas lesen, darüber austauschen, einander lehren. Was bedeutet es mir? Was bedeutet es dir? Was nimmst du mit? Was spricht Gott in dir an? Einander lehren, einander sagen, was Jesus dadurch bewirken will. Ermahnen, ermutigen. Es ist noch nicht lange her, da hat mir Janine einen Bibelvers geschickt, direkt ins Büro, und hat gesagt, mit diesem Bibelvers will ich dich heute ermutigen. Und das hat so gut getan. Es tut so gut, wenn wir uns gegenseitig auch ermahnen und ermutigen, zum Beispiel indem wir uns einen Bibelvers schicken oder mit anderen Dingen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie du das machst mit dem Worship, ob du auch eine Gitarre hast oder ob du andere Möglichkeiten nutzt. Es gibt Leute, die singen in einem Chor. Ich merke, es tut mir auch gut, wenn ich ein Lied habe, das wir zusammen singen im Gottesdienst und Jesus legt es mir aufs Herz oder ich höre es an einem anderen Ort, dann nehme ich das mit, mache es in meine Playlist rein und dann höre ich mir das mehrmals an.
Und heute Nacht ist etwas Lustiges passiert. Ich bin aufgewacht und habe dieses Lied geträumt, das ich in den letzten Tagen gehört habe. Oh, ist das schön, wenn man sogar im Schlafen Worship machen kann. Zusammen danken, in ein Gebet gehen, essen. Ich will dich heute auch einfach ermutigen, in deinen Beziehungen das Wort Gottes reichlich wohnen zu lassen. Ich habe ein paar Beispiele erzählt, wie wir das als Familie leben. Ich merke aber an vielen Orten, dass das gar nicht so reichlich wohnt, dass das manchmal mühsam ist oder in den Hintergrund gerät oder vergessen wird oder mir mühsam erscheint oder ich einfach zu faul bin. Und ich habe einen guten Beruf, ich bin Pastor, ich bin jeden Tag mit dem Wort Gottes beschäftigt und sogar mir fällt es oft schwer. Da denke ich, es ist gut, wenn wir uns auch gegenseitig ermutigen, einfach das Wort des Jesus Christus reichlich bei uns wohnen zu lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass die meisten von uns da auch Luft nach oben haben. Und deshalb heute ganz konkret, welches ist deine wichtigste Beziehung, wo du denkst, doch, da könnte ich das Wort Gottes reichlich leben lassen, da gibt es Raum dazu. Deine Ehe vielleicht. Eine andere wichtige Beziehung, die du hast. Und was möchte dir Jesus heute aufs Herz legen, wie du da das Wort von Jesus Christus reichlich wohnen lassen kannst? Vielleicht möchte dir Jesus heute bewusst einen Action-Step mitgeben, wo du sagst, okay, da will ich das Wort von Jesus Christus noch reichhaltiger leben, Raum gewinnen. Aus diesem Grund habe ich heute auch einen kleinen Büchertisch organisiert. Ich habe den Leuten vom Fontishop gesagt, wir brauchen Bücher und Zeug und Sachen, das uns eine mögliche Hilfe ist, um das Wort des Christus reichlicher bei uns zu Hause wohnen zu lassen. Und die nette Dame hat mir 3 ganze Kisten voll zusammengestellt mit Sachen. Ich habe da mal geschaut, was es alles hat. Das hat recht coole Sachen. Also ich habe da ein paar Sachen entdeckt für junge Leute, sieht das recht cool aus, so ein paar Abschnitte, die man lesen kann und so weiter. Es hat auch 2 Bücher, habe ich gedacht, das wäre vielleicht spannend für unsere Ehe. Also hat auch ganz andere Dinge, zum Beispiel Tassen. Das kann ja auch sein beim Frühstück, oder? Dann nimmst du die Tasse, das Wort, dann hast du ein Wort von Gott direkt mit dem Kaffee schon oder mit dem Tee, direkt zum Frühstück. Es hat sogar Servietten und CDs und DVDs für Kinder, Familien, Gebetswürfel, Zeug und Sachen. Ich weiß nicht, ob es etwas gibt, das vielleicht dir hilft dabei, aber wenn es etwas gibt, dann kannst du das dann nachher dem Gottesdienst gleich kaufen und mitnehmen. Super praktisch, oder? Schon alles bereit. Also Maya wird dann dort stehen beim Büchertisch und ihr könnt bei ihr alles einkaufen oder vielleicht einfach genau das, was euch unterstützt. Und etwas, was jeder zu Hause hat, ist natürlich die Bibel. Man kann einfach die Bibel nehmen, hervornehmen und zusammen lesen und da einen Powerboost mitnehmen. Also ihr merkt, ich will euch bewusst ermutigen, das in eure Beziehung mit hineinzunehmen. Ich sage jetzt mal, bei uns in der Ehe denke ich dann, ja gut, da könnten wir das oder das machen, aber ich warte mal, bis Janine kommt und irgendetwas sagt, wie wir das reichlicher machen können. Und dann denke ich mir, stopp, es steht gegenseitig. Das bedeutet, dass auch von meiner Seite kommen soll, dass ich Verantwortung übernehme. Dass ich nicht denke, ja, meine Frau kann das viel besser, ich warte mal, bis sie etwas macht, ich bin da feiner raus oder so. Gegenseitig, das ist auch von meiner Seite. Ja, ich warte mal, bis meine Freunde von der Kleingruppe da etwas unternehmen oder keine Ahnung, dort, wo wir uns treffen, um ein paar Spiele zu spielen mit anderen Christen oder so, wo es auch gute Möglichkeiten gibt, um das Wort Gottes reichlich wohnen zu lassen oder wo auch immer. Ich warte, bis sich die anderen darum kümmern. Aber ich will dich ermutigen, gegenseitig, es ist auch von deiner Seite aus, dass das Wort Gottes reichlich wohnen darf, also Verantwortung zu übernehmen. Wir machen das ganz praktisch. Ich habe da 2 Fragen. Welches ist deine häufigste Beziehung, in der Powerboosts möglich sind? Wenn du verheiratet bist, ist das die Ehe. Aber es gibt auch andere Orte, Punkte, Beziehungen, wo das möglich ist. Überleg dir das gleich kurz. Auch zu Hause. Welches ist deine häufigste Beziehung, in der so Powerboosts möglich sind, um gemeinsam mit jemandem das Wort Gottes reichlich wohnen zu lassen? Jetzt hast du eine Beziehung im Kopf. Und dann habe ich eine zweite Frage. Welchen Punkt, welchen Next Step möchte dir Jesus aufs Herz legen?
Wir nehmen uns jetzt eine Minute Zeit, frage Jesus, Jesus, wie willst du, dass wir in dieser Beziehung, auf welche Art und Weise dein Wort reichhaltiger wohnen lassen können? Wenn du Christ und Gitarrist bist, dass du die Gitarre nimmst und sagst, komm, wir singen doch zusammen immer vor dem Abendessen noch 1, 2 Worship-Songs. Vielleicht, dass du sagst, ja gut, wir lesen immer Bücher, kaufen wir mal ein Andachtsbuch für die nächste Zeit. Es hat auch für die Weihnachtszeit etwas Spezifisches. Vielleicht, dass du sagst, okay, wir hängen zu Hause ein paar von diesen Bibelversen, die uns ansprechen, auf, dass wir sie sehen beim Hereingehen, beim Herauskommen und beim Mittagstisch oder beim Abendessentisch. Vielleicht etwas ganz anderes. Also eine Minute, frage Jesus, was er dir aufs Herz legen möchte, wie dass du diesen Powerboost in deine Beziehung hereinbringen kannst. Vielleicht hat dir Jesus in diesen Momenten etwas aufs Herz gelegt. Vielleicht tut das auch in den nächsten Momenten. Vielleicht ist es etwas ganz anderes, das nichts mit diesem Thema zu tun hat. Jesus weiß schon, was dran ist. Dann vergiss es nicht. Nimm es mit und setze es um. Das sind so diese 2 Punkte, die ich dir heute mitgeben will. Der Friede von Christus regiere bei euch, bei eurem Handeln. Und dein Powerboost. Vielleicht hast du jetzt den Powerboost, den du mitnehmen möchtest. Direkt von Jesus erhalten oder ist dir vorher etwas in den Sinn gekommen, wo du denkst, doch, das will ich mal ausprobieren. Ja, Jesus, danke, dass du uns so reich beschenkst mit deinem Frieden, der allen Verstand übersteigt und der unser Denken bewahren kann. Und danke, Jesus, auch, dass du uns im Alltag, in jedem Moment begegnen willst. Nicht nur im Gottesdienst am Sonntagmorgen, sondern beim Aufstehen, beim ins Bett gehen und überall dazwischen. Wenn es uns gut geht und wenn es uns schlecht geht. Und Jesus, ich will dich gerade dort bitten, wo du uns etwas aufs Herz gelegt hast, dass wir das mitnehmen und umsetzen. Wir können so einen kleinen Teil beitragen, indem wir hingehen und das tun, was du uns sagst. Und den großen Teil machst du. Du veränderst uns immer mehr in dein Bild. Du sagst, alles, was wir tun, soll zu deiner Ehre passieren. Und ja, wir machen einen kleinen Schritt. Und du schenkst uns immer mehr, dass es deiner Ehre dienen darf, wie wir leben, wie wir handeln. Und Jesus, es ist manchmal so einfach zu warten, bis der andere in der Beziehung einen Schritt macht. Aber du gibst uns heute auch eine Verantwortung mit. Du beschenkst uns mit deiner Kraft. Du redest zu uns. Du legst uns Dinge aufs Herz. So hilf uns, dass wir Verantwortung übernehmen dürfen und einen nächsten Schritt weitergehen können. Und damit wollen wir dich ehren, Jesus. Wir wollen dir die Ehre geben, denn dein Name steht über allen Namen. Dir gehört alle Ehre von heute bis in Ewigkeit. Deshalb verändere uns immer mehr in dein Bild. Amen.